17. Juni, 9:52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Apollo Justice, zweiter Fall, zweiter Gerichtstag, ganz am Anfang noch und wir legen mal los. Mal gucken, was Juicy zu sagen hat. Also, heute ist ja der Tag der Entscheidung. Aha, hast du etwas Schlaf gekriegt? Ja, hab ich. Hab gut geschlafen. Ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Oh, und wann bist du aufgestanden? Gegen 2. Um 3. Wahnsinn. Gut geschätzt. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Oh, shit. Und den unglaublichen Herrn Hut. Schau mir in die Augen, Kleiner. Viel Glück heute, Apollo. Diese Stimme. Ah. Hey, etwas Schlaf gekriegt? Herr Wright. Ich wurde aus der Klinik entlassen und dachte, ich schau mal vorbei. Bin ansonsten vollkommen mit Stil-Samurai-Wiederholungen beschäftigt. Ach Mann. Hab's. Weißt du, wenn Staatsanwalt Gavin heute als Zeugen geladen hat? Rat mal. Vielleicht Little Plum? Nein. Also, weiß ich nicht. Ich tippe auf Alida Bier Tiala. Ja. Mutter Dampfwalze? Nee, versuch's nochmal. Schade. Aber wo wir schon bei Müttern sind, du solltest dich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern. Okay. Der Tag hat gerade erst begonnen. Du bist schon wieder bei dem Thema, Juicy? Okay. Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung nicht so ganz ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alida Tiala, habe ich doch gesagt. Ist das irgendwie so ein Wortspiel wieder, was ich eh nicht verstehe, außer Alida? Aber das glaube ich nicht, dass es ist die Verlobte deines Mandanten. Sie ist eine der Zeugen. Ja, na, okay. Ups. Der Zeugen? Okay, das wird interessant. Also ich bin froh, dass sie da ist. Ich habe 1 oder 2 Dinge, die ich fragen will. Ja, aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Ja, genau. Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes. So viel steht fest. Naja, kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Jo, mache Mo. 17. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Die Verhandlung im Fall Woki Kitaki wird hiermit fortgesetzt. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Sehr gut, dann wollen wir nochmal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Zeuge von allen Parteien bisher am schuldigsten schien, schuldig des Höschendiebstahls, ja, was ist denn heute los? Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park 3 Personen anwesend. Der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Korrekt, Euer Ehren. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seine Auserkorenen. Seine Ausgegorenen? Sag mal, ist der wirklich taub oder was? Seiner Verlobten, Herr Richter. Seiner lebenslang Erwählten. Ohne Bewährung. Also gut, rufen Sie die Glückliche in den Zeugenstand. Weiß nicht, ob das so die Glückliche ist, wenn sie jetzt ihren geliebten Ehemann in den Knast bringt. So, egal. Ihr Name und Beruf, Miss? Alida Tiala. Mein Beruf, zukünftige Ehefrau. Ah, traditionelle Werte. Meine Hochachtung, ja klar. Heutige Ehefrauen können nicht mal mehr Körbe flechten. Blind. Unter Wasser. Und trotzdem wollen Sie heute als Zeugin der Anklage aussagen? Ehrlich gesagt wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten. Ehrlichkeit. Noch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens der Angeklagte Woki Kitaki seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne?
Ja. Dann möchte ich die Zeugin um ihre Aussage bitten. Aber echt, hey. Okay. Zeugenaussage. Ich bin gespannt. Wokis Plan. Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse vom Familiengesundheitscheck erhielten. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktis gelogen hatte, drehte er durch. Dem zeige ich's, schrie er. Er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Holla! Ein Angeklagten, der zugibt, dass das war. Eine Verlobte, die sagt, dass das war. Die keine andere Möglichkeit sieht, dass das war. Das heißt nicht, dass das war. Egal. Also gehörte die Pistole der Familie Kitaki. Yep. Aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die dem Opfer das Leben nahm, stammt sie aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat? Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tragen Spuren der Waffe, aus der sie stammen, sogenannte Riefenspuren. Riefenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen, auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Und wann haben Sie zum ersten Mal von Wokis Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Ach. Na schön. Die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Verehrtes Kreuz, warum hängen Sie da an der Wand? Ja, okay. Es war an dem Tag, wenn wir die Ergebnisse von so nachfragen. Immer nachfragen. Erstmal wieder alles nachfragen. Das war am Tag des Mordes, richtig? Ja. An dem Tag erhielten alle Familienmitglieder die Gesundheitscheck-Ergebnisse. Als Woki sein sah, wurde er leichenblass. Natürlich, schließlich hatte er gerade erfahren, dass er eine Kugel im Brustkorb hatte. Und sie befanden sich zu jedem Zeitpunkt dort? Ja. Armer Woki. Da drehte er durch. Nochmal. Das muss ganz schön bedrohlich gewirkt haben. Er flippte aus. Er hat den Bericht zerrissen. Weswegen ich ein weiteres Exemplar für die Akten anfordern musste. Ein mühsames Unterfangen, das sich aber ohne Klagen erledigte. Woki ist in einem Alter, in dem man ihn kaum kontrollieren kann, wenn er wütend ist. Aber diese unkontrollierten Ausbrüche machen ihn ja auch so attraktiv. Hihi. Aha. Toll, jetzt denken alle, er wäre ein Psychopath. Dem zeig ich's, schrie er. Er nahm eine Pistolie aus dem Familienbesitz. Moment mal! Und dann wurde nachgefragt. Ist es einfach, an diese Pistolen zu kommen? Es gibt ein System, das den Zugang beschränken soll. Aber Woki ist ein Sonderfall. Immerhin ist er der zukünftige Erbe. Die Sonderbehandlung könnte ihm etwas zu Kopf gestiegen sein, nicht wahr? Vielleicht ist er ein wenig verzogen. Ich habe gehört, dass er zu seinen Geburtstagen immer sehr ausgefallene Geschenke bekam. Letztes Jahr bekam er ein Klappmesser aus Kaugummi und einen Schokoladengrabstein. Also eigentlich beides recht cool, hätte ich irgendwie auch gern. Klappmesser aus Kaugummi und Schokoladengrabstein, ist doch geil. Hört sich an, als hätte er eine Vorliebe für Süßes und Gefahr. Für uns ist einzig wichtig, dass Wokis Zugang zu einer Waffe hatte. Also, hat er ja halt. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Nee, wissen wir nicht. Erklär mal bitte. So. Was dann passierte? Damit meinen Sie den Mord, oder? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Das müssen Sie mir glauben. Aber Woki wollte nicht zuhören. Unser Angeklagter war anscheinend aufs Äußerste entschlossen. Die haben sich wirklich nicht das Geringste vorzuwerfen, Frau Tiala. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Moment mal! Genau. Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie? Stirni, wagen Sie es ja nicht, die junge Miss anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Woki, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir. Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das Opfer mit jener Pistole erschossen hat?
Ja? Nein. Also, einfache Logik, klar? So scheint es zu sein. Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendetwas zu sagen? Hätte jemand anderes die Pistole benutzen können? So, also zuallererst, wir werden auf keinen Fall, es musste Wookie sein, sagen, sonst haben wir den Fall verloren. Da war natürlich noch jemand anderes, aber pass auf. Meine These ist folgende. Seine Frau war dabei im Park, seine zukünftige Frau, seine Verlobte war dabei im Park. Die könnte das Dingens abgeschossen haben. Also, ja, da war noch jemand. Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere Person mit Zugang zu jener Pistole. Was wird das? Interessant. Fragen wir doch mal nach. Sagen Sie dem Gericht doch, wer diese andere Person war, die Zugang hatte. Naja, ist nicht weiter schwer. Ich sag mal, du das! Ich meine natürlich Sie, Frau Tiala. Mich. Aber das ergibt sich eindeutig aus Ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten Sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, Sie wussten, was er vorhatte. Ja, hat sie doch 100-mal sogar gesagt. Nur um das nochmal klarzustellen. Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat? Um in seinem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen? Ich habe schon viele seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben. Aber das scheint ein wenig sehr unwahrscheinlich. Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun. Aber bei einem Mord würde ich dann doch zögern. Zögern! Er sagt nicht, dass er es nicht macht. Er zögert. Hoffentlich bliebe es nicht nur beim Zögern. Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte? Eine Verbindung der Zeugin zum Opfer zum Beispiel. Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das wird die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche mögliche Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen der Zeugin und dem Opfer belegen. Und die Verbindung ist das da. Da steht nämlich, dass die Krankenschwester Alida Tiala ist. Und Kugel neben dem Herzen, bla bla bla. Okay, ich gebe das mal vor. Das müsste ja passen, oder? Ja, richtig. Das sieht aus wie eine Patientenakte. Gefunden in einem Safe in der Meraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf die Namen auf der Akte lenken. Was? Frau Tiala, wie kommt Ihr Name auf diese Akte? Ich dachte, sie ist von Beruf Verlobte. Hahaha, siehste. Oh, sie will ganz zu schwitzen, guck mal. Nun, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Frau Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mit bedeuten meinen, Herr Justice. Unsere heiße kleine Verlobte ist geradezu eiserstarrt. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Das war langweilig, also habe ich gekündigt. Und guck mal, jetzt wird sie aber hier. Das ist alles. Ist das ein Problem? Frau Tiala, Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer. Habe ich auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten, Sie gehören zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Habe ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung. Also ich akzeptiere die... Einspruch! Jetzt weiß ich nicht, was er gesagt hat. Egal. Keine Verbindung mehr haben hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert? Die Frau ist echt eine harte Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben Ihre Stelle in der Meraktis-Klinik gekündigt, nicht wahr? Also, das ist wahr. Aber Sie blieben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Also gut, Herr Justice. Legen Sie uns einen Beweis für die Verbindung der Zeugin zur Meraktis-Klinik vor? Hä?
Oh, die Schuhe. Ja, aber das ist die Verbindung. Ah, ich habe die Schuhe vergessen. Ja, okay, was Besseres haben wir nicht. Hier, ich habe die Lampe vergessen. Beweis für die Verbindung der Zeugin. Das habe ich ja schon vorgelegt. Das hat man... Also... Bockys Geschenk aus Meraktis-Klinik. Großer Zehenabdruck in der linken Sandale gefunden. Okay. Wir könnten aber auch die Schlappen vorlegen. Nee, ich nehme mal die da. Ah, gut. Die Sandalen wurden vor dem Empfang in der Meraktis-Klinik gefunden. Die gehören nicht zufälligerweise Ihnen. Haha. Keine Ahnung, es gibt bestimmt jede Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Miss, aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Im Moment des Zögerns hat sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass 10 Zehenabdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Aha. Jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. War von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wollte doch nur... Ich wollte doch nur, dass Sie Bocke wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gericht denkt, Sie sollten sich größere Sorgen um sich als um Wocki machen. Aber echt, hey. Es scheint, als müssten Sie uns zu dieser Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang in der Meraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass Sie am Tag des Mordes dort waren? Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Oh, ich bin nur so froh, dass sie jetzt ein bisschen ernster macht. Da muss ich nicht mehr mit so einer Stimme reden. Das ist anstrengend. Diese Scheiße. Na schön. Die Zeugin soll uns von ihrem Besuch erzählen. Warum sind Sie an diesem Tag in der Meraktis-Klinik gewesen? Okay, die Meraktis-Klinik. Ich bin an jenem Tag in die Klinik gegangen, das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte Dr. Meraktis warnen. Ich wusste ja, dass Wocki die Pistole hatte. Der Doktor war ein ängstlicher Mann, zu ängstlich, um seinen Fehler zuzugeben. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll, aus alter Freundschaft. Kack, das ist ein recht gutes... Mit Fehler meinen Sie den Fehler, von dem uns der Angeklagte erzählt hat? Die verpfuschte Operation natürlich. Er war ein ängstlicher kleiner Mann, aber ich wollte nicht, dass ihm etwas geschieht. Ich dachte nur, dass ich es ihn wissen lassen sollte, verstehen Sie? Das klingt plausibel. So plausibel wie ein Mikrofon vom Mund. So. Ja, aber es gibt immer noch etwas, das nicht so ganz plausibel klingt. Und was wäre das, Staatsanwalt Gavin? Die in der Lobby vergessenen Sandalen, versteht sich. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie in diesen Sandalen zur Klinik gegangen ist, ja? Warum hatte sie die da nicht auf dem Heimweg an? Ich wäre darin heimgegangen. Stimmt, die war mit Schlappen im Park. War ja schon geklärt, dass da der eine Fußabdruck neben dem Nudelwagen, dass der von den Schlappen kommt, worin ihr Zehenabdruck drin war. Warum war die mit Schlappen im Park? Ich wäre auch in diesen Sandalen heimgegangen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum sind die Sandalen also dort geblieben? Junge, also, Gavin wird mir gerade sympathisch. So. Er hat den Widerspruch vor mir aufgedeckt. Dafür sollten Sie besser eine gute Erklärung parat haben, meine ich. Nun, zum Beispiel, waren dort zufällig ähnliche Sandalen, die Sie aus Versehen angezogen haben? Ach ja, stimmt ja. Ich bin beeindruckt, Herr Gavin. Ach, keine Ursache, denn es gibt ja keine andere mögliche Erklärung. Oh, da Stirni, Alter, gerade eben sage ich noch hier, der Gavin wird mir so langsam sympathisch. Nö, wird er nicht. Er ist ein Depp. Ein Depp durch und durch. So. Hey, was soll das? Das ist nicht fair. Er stopft die Löcher in ihre Aussage. Aber echt, hey. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. So. Also.
Wir greifen natürlich wieder jede Aussage erstmal an, also fragen nach. Ich bin an jedem Tag in die Klinik gegangen, das erste Mal seit meiner Kündigung. Wie spät war es ungefähr, als Sie zur Klinik gegangen sind? Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es war nach 21:30 Uhr, glaube ich. Und das war der erste Kontakt zu Dr. Meraktis nach einem halben Jahr? Ganz genau. Er war nicht der Typ von Chef, mit dem man sich anfreundet. Nun, warum sind Sie also an jenem Tag in die Klinik gegangen? Ich wollte Dr. Meraktis warnen. Ich wusste ja, dass Wookie die Pistole hatte. Moment mal! Wollten Sie, dass Dr. Meraktis flüchtet? Nun, nachdem ich versucht hatte, Wookie aufzuhalten, dachte ich, das wäre die einzige Möglichkeit, das Problem zu vermeiden. Hätten Sie nicht anrufen können? Warum sind Sie persönlich dorthin gegangen? Ich habe an jenem Abend mehrmals angerufen, aber es war niemand dort. Ja, wieso geht's dann hin, wenn doch keiner dort ist? Das Opfer war bis etwa 21 Uhr mit dem Auto unterwegs. Erinnern Sie sich? Das wurde gestern durch diesen Spiegel bewiesen, nicht wahr? Ich dachte, wenn ich ihn warne, würde er sich gewiss aus dem Staub machen. Wie ich den Doktor kannte. Der Doktor war ein ängstlicher Mann. Zu ängstlich, um seine Fehler zuzugeben. Moment mal! Sie meinen die Operation von Wookie? Wenn er Wookie einfach gleich die Wahrheit gesagt hätte, wäre das alles nicht passiert. Stimmt schon, mit dieser Operation hat alles angefangen. Oh, wenn er es ihm gesagt hätte, wäre er wohl schon viel früher von den Kitakis ausradiert worden. Ein beunruhigender Gedanke. Wir wissen, dass die Meraktis-Klinik Verbindungen zur Familie Kitaki unterhielt. Er hätte wahrscheinlich nicht zur Polizei gehen können, auch wenn er es gewollt hätte. Deswegen wusste ich ja, dass ich ihn warnen musste. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Moment mal! Nichts zu verbergen, Sie können mich genau unter die Lupe nehmen, Herr Justice, und werden doch nichts finden. Die verheimlicht etwas, das weiß ich genau. Ich muss doch irgendetwas haben, was das beweist. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Als ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich nur einen Gedanken. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll, aus alter Freundschaft. Moment mal! Ich dachte, das ist keiner, mit dem er sich anfreundet. Aber dann hätten Sie Wookie hintergangen, nicht wahr? Nein, ich habe es für ihn getan. Für uns. Sie wollte ihn warnen, damit ihr Verlobter kein Verbrechen begehen würde, nicht wahr? Isn't it? Ich wollte nicht, dass Sie mir meinen Wookie wegnehmen. Völliger Unsinn, dass sie nur zur Klinik gegangen ist, um ihn zu warnen. Weißt du, warum sie dorthin gegangen ist, Apollo? Es wird Zeit herauszufinden, was wirklich in dieser Klinik passiert ist. Nell. Ja, da bin ich aber mal... Klinik gegangen. Das erste Mal seit ihrer Kündigung. Ich muss mal... Keine Ahnung. Steht da irgendwie was drauf? Nee. Was hat das eigentlich mit dieser Lampe hier zu tun? Da ist rotes Zeug dran, das weiß ich noch. Und die Birne ist zerbrochen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie ich hier weiterkomme. Metallfragment in Herznähe entdeckt. Klinik gegangen. Das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte ihn warnen. Ich wusste, dass Wookie die Pistole hatte. Der Doktor war ein ängstlicher Mann. Zu ängstlich, um seinen Fehler zuzugeben. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Das werden wir wohl angreifen müssen. Ich weiß aber nicht mit was. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll, aus alter Freundschaft. Moment, was habe ich denn jetzt gewählt?
So, wir gehen mal Sicherheitsspeicherung machen. Kann ja mal nicht schlecht sein. Also, pass auf. Ich habe nichts zu verbergen. Da würde ich halt die Schlappen reinbringen und sagen, guck mal hier, diese Schlappen, da ist ein Zehenabdruck von dir drauf und das ist das, was ich damit bezwecken will, ist, dein Fußabdruck oder der Abdruck von den Schlappen war neben dem Nudelstand. Also warst du da. Ich probier's mal. Einspruch! Sieht nicht gut aus. Die Zeugenaussage ist eindeutig falsch, euer Ehren. Tut mir leid, aber ich kann daran nichts Falsches erkennen. Leider werde ich Sie dafür mit einer Strafe belegen müssen, Herr Justice. Ja, befinde ich mich wohl auf dem Holzweg. Okay. Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll. Vorsichtig? Aus alter Freundschaft. Ja, ich weiß nicht. Was hat's da nochmal gesagt? Warte mal. Er hätte Wookie hintergangen. Okay, alles klar. Weißt du, warum sie dort hingegangen ist? Ja, warum ist sie denn da hingegangen? Warum ist sie in die Klinik gegangen? Also wenn das Quatsch ist, um ihn zu warnen, warum ist sie in die Klinik gegangen? Warum ist sie in die Klinik gegangen? Hat sie vielleicht die Pistole gehabt und hat dann den Doktor bedroht? Im Safe lag Wookies Patientenakte. Alter, ich weiß, was sie wollte. Sie wollte die Patientenakte klauen, weil ihr Name da drauf steht. Sie hat also ich sag jetzt mal, die hat die Pistole gehabt, ist zum Doktor gegangen, hat gesagt, Doktor, mein Daumen juckt. Nee, rück die Patientenakte raus, weil da mein Name drauf steht. Also im Moment hat es noch Sinn ergeben, aber dann wiederum denke ich mir so, ja, aber Wookie wusste doch, er hat sie doch da kennengelernt, aber vielleicht hätte er nichts. Vielleicht geht es darum, dass die, ja, okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wir probieren mal die Kugel. Moment, ich wusste ja, dass Wookie die Pistole hatte. Und Dr. Ängstlicher Mann. Zu ängstlich, ein Fehler. Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll aus alter Freundschaft. Warum hätte ich so... Ich probiere es jetzt nochmal hier. Und zwar... Was haben wir denn vorhin vorgelegt? Die Schlappen, gell? Nichts zu verbergen. Ich schwanke zwischen dem und dem. Aber wenn ich das da sage und dann so... ich habe gespeichert, ne? Ich probiere jetzt das. Einspruch! Sehr gut, das hat funktioniert. Diese Patientenakte wurde im Safe im Büro des Doktors gefunden. Ja. Warum hätte nur diese eine Patientenakte im Safe liegen sollen? Frau Chiala, Sie wissen, warum sie dort drin war, nicht wahr? Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir das näher zu erläutern? Ja, würde es mir, weil ich es nämlich nicht gescheit erläutern kann. Dr. Meraktis hatte nicht die Angewohnheit, Fehler zu machen. Deswegen hat er einen falschen Bericht verfasst und die Wahrheit weggesperrt. Aha. Böser, Herr Doktor. Und da kam dann Sie ins Spiel, Frau Chiala. Die Krankenschwester, die diese Akte angelegt hat, waren Sie. Was bedeutet, dass Sie über Wookies verpfuschte Operation Bescheid wussten. Ach so, ja klar. Es geht nicht darum, dass Ihr Name drauf ist. Es geht darum, dass in der Akte steht, dass die Operation
nicht abgeschlossen, also verpusht ist. Und sie wollte die verschwinden lassen, damit Woki nicht klar wird, dass sie wusste, dass sie davon wusste, dass die Operation verpusht ist und er bald stirbt. Interessant. Genau. Sie waren in derselben Lage wie Dr. Meraktis. Da ist es nicht so leicht zu behaupten, es gäbe keine Verbindung, oder? So. Für einen Neuling sind sie ganz schön kühn, das muss ich schon sagen. Herr Justice, Sie müssen wissen, dass ich nur eine Krankenschwester war. Der Doktor ist für den Inhalt der Patientenakte zuständig. Dennoch viel Verantwortung. Ich habe einen Fleck auf dem Monitor. So. Bitte berichtigen Sie Ihre Aussage dahingehend. Wie schade, kleiner Anwalt. Oh. Es geht ab. Mein Armband schlägt schon wieder an. Was ist denn, Apollo? Ich habe gerade gespürt, wie mein Armband gezuckt hat. Dein Armband? Genau wie gestern, genau wie du gesagt hast. Wenn ein Zeuge unsicher ist, dann verrät ihn sein nervöser Tick. Aber ich kann nichts erkennen, Apollo. Worauf reagiert mein Armband denn dann? Moment. Ja, das muss es sein. Was muss es sein? Deine Sinne, Apollo. Sie müssen schärfer sein als meine. Hä? Ja, aber ich kann es nicht sehen, aber du kannst es spüren. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, Juicy. Hör mir zu, Apollo. Hör nicht auf mich, hör zu. Der rote Stier. Ja, komm, lass mal das. Irgendwo in Frau Tialas Aussage ist ein Schwachpunkt. Und wir wissen nicht, was ihr nervöser Tick ist. Ich hatte eine Ahnung, was ihr nervöser Tick ist. Tja, was machen wir jetzt? Du musst ihn selbst wahrnehmen, Apollo. Mit deinen Augen und deinen Sinnen. Dann liegt es jetzt an mir und meinem Armband. Ich weiß nicht warum, aber das Armband hilft mir. Und ich weiß nicht warum, aber ich speichere jetzt nochmal besser. So. Wenn ich das Armband berühre, hilft mir das dabei, mich zu konzentrieren. Ich werde mal versuchen, die Aussage zu zerpflücken. Pass auf. So wie sie jetzt die Hand hat, hat sie sie nur recht selten. Warum sollte ich jetzt wegen 6 Monate alten Akte in die Klinik gehen? Warum sollte ich jetzt wegen einer 6 Monaten alten Akte in die Klinik gehen? Ich hake erstmal nach, ne? Aber ihre Unterschrift war in jener Akte. Na und? Was hat denn das mit dem Fall zu tun? Wenn in jener Akte etwas Nachteiliges gestanden hätte, hätte ich das geklärt. Der einzige Verantwortliche für diese Akte ist der Chefarzt, Dr. Meraktis. Sie verbirgt etwas, ich kann es förmlich riechen. Und ich wette, dass sie einen Tick hat, der sie verrät. Ich muss mich nur darauf konzentrieren, ihren nervösen Tick zu bemerken. Vielleicht sollte ich mal an meinem Armband reiben? Ja, reib bitte am Armband, aber reib nicht das Armband an dir. So, also. Ich gehe mal da gucken. Warum? So, ich gehe auf die Finger. Ah, hat's bewegt. Wegen einer 6 Monate alten Akte in die Klinik gehen. Nochmal bitte. Nochmal. Da. Warum sollte ich jetzt wegen einer 6 Monate alten Akte? Also es geht, warum sollte ich jetzt? Darum geht's. Da spielt sie halt mit dem Ring. Ich meine, das sieht man nicht. Eigentlich sollst du mal die Finger bewegen, aber sie bewegt halt nur den Ring. So, also. Ertappt! Ihr Ring wackelt! Und das ist kein Wackelring. Warum Sie jetzt wegen einer 6 Monate alten Akte in die Klinik gehen sollten? Aber Sie wissen doch genau, warum Sie jetzt dorthin gehen mussten, oder? Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Das war ganz klar, Frau Tiala. Sie haben einen nervösen Tick. In dem Moment, als Sie das Wort jetzt sagten, hat Ihr rechter Daumen mit Ihrem Ring herumgespielt. Was? Sie war verunsichert. Ich hab's genau gesehen. Jetzt ist das Schlüsselwort. Die Patientenakte war kein Teil ihrer Vergangenheit. Sie war eine ganz eindeutige Bedrohung. Das ist lächerlich. Wenn das so wäre, warum sollte ich
6 Monate warten, bis ich etwas unternommen hätte. Weil es hieß, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Aber er lebt immer noch. Und jetzt würde rauskommen, dass sie 6 Monate lang wusste, dass er bald sterben wird. Und sie hat ja, also so glaube ich, sie hat ja drauf gehofft, dass er bald stirbt. Aber hätten sie nicht vorher erst heiraten müssen, dass sie überhaupt irgendwas erben kann? Egal. In der Tat. Hä? Das heißt, dass in jüngster Zeit etwas passiert sein muss. Etwas, wodurch die Patientenakte jetzt zu einem Problem für sie geworden ist. Jetzt habe ich sie soweit, das spüre ich. Es ist an der Zeit, ihr den Todesstoß zu versetzen. Mit Beweisen, oh weh. Frau Tiala, es ist sinnlos zu versuchen, es zu verbergen. Die Akte wurde jetzt zu einer Bedrohung für sie. Wegen dem hier, was ich in der nächsten Folge zeigen werde. Habe ich euch erwischt, ja. Sorry, morgen geht's weiter. Tschüss. Was ein Cliffhanger. So, das gefällt mir.